Herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Thun. Wir haben folgende Themen für euch parat: Die Eröffnung der modernsten Solarproduktion von Europa und das Alpensymposium mit heissen Themen und interessanten Begegnungen. Gestern war für Patrick Hofer-Noser ein Freudentag. Der Chef von Swiss Solar Solutions hat seine neue Produktionsstätte in Worb eröffnen. Dort werden jährlich 750'000 Solarmodule hergestellt. Wer alles dabei war, seht ihr im Beitrag von mir. Also wir haben die modernste Produktion von Europa. Wir haben hier die grössten Solarzellen, die kommerziell global erhältlich sind, verarbeiten wir hier verarbeiten und zu Produkten bringen, die einem Architekt, einem Bauherr helfen, Produktdächer zu bauen, die gleichzeitig sein Gebäude schützen und auf der anderen Seite Energie machen und dazu noch super cool aussehen. Ich hatte Angebote außerhalb der Schweiz und hat dort namhafte Förderung bekommen. Auf das Investment war natürlich schon ein Hin und Her, was machen wir jetzt wirklich. Aber ich glaube, wir haben anverantwortet, wir machen ein nachhaltiges Produkt. Wir haben soziale Nachhaltigkeit, die wir eigentlich auch haben müssen. Ich bin überzeugt, wir brauchen Arbeitsstätten, wir brauchen Produktionsstätten hier. Und was sind die Stärken der Schweiz? Wir waren sehr schnell. Wir haben die Behörden, die uns unterstützt haben, mit Baubewilligungen. Das ist sehr pragmatisch vor sich gegangen. Wir haben von unseren Maschinenherstellern, die zum Teil aus der ganzen Welt kommen, Einreisebewilligungen bekommen. Wir haben Strom gebraucht und da war die BKW als Zulieferer massiv flexibel. Wir haben einen Transformer hier neu und das alles in knapp einem Jahr. Also an anderen Orten hätten wir deutlich länger gebraucht. 10 Häuser pro Tag sind mit unseren Produkten gedeckt worden. Und da können wir jetzt natürlich noch viel mehr machen. Wenn wir die Energiewende und vor allem die Klimawende ernst nehmen, müssen wir unsere Gebäude eigentlich von einer CO2-Senkung zu einem CO2-neutralen Gebäude machen. Und da helfen natürlich Produkte, die hier hergestellt werden, mit sauberem Strom, wo hier täglich, wenn die Sonne scheint oder auch wenn es mal Nebel hat, gibt es halt ein bisschen weniger Energie, aber dazu helfen, dass der Strom der produziert wird, der auch gebraucht wird. Wir sind fokussiert auf Gebäude, auf Infrastruktur. Wir versuchen bestehende Baumaterialien zu ersetzen durch intelligente Baumaterialien. Also durch eigentlich tote Ziegel, Dachziegel gibt es halt einen Solarziegel und der macht die gleiche Funktion wie der Ziegel, er schützt das Gebäude und er macht Strom. Oder eine Fassade. Oder ein Balkon ist eine Absturzsicherung, dass niemand runterfällt. Und es hat Balkone, wo wir Holz integriert haben. Dass es zum Beispiel in Gemeinden mit viel Chalet, dass es ins Ortsbild passt. Weil es ist mir wichtig, die Schweiz ist auf Tourismus wichtig. Und ich bin gerne in der Schweiz. Und ich möchte eigentlich auch gerne, dass es schön bleibt. Von Worb auf Interlaken. Auch hier werden bald namhafte Gäste erwartet. Und zwar zum Alpensymposium Ende Monat. Nach 4 Jahren Pause findet das spezielle Wirtschaftstreffen dieses Jahr zum 18. Mal statt. Hier werden brandaktuelle Themen wie Cancel Culture und künstliche Intelligenz debattiert. Der Ben Abeckle mit dem Vorbericht. Das Alpensymposium ist das persönlichste und das innovativste Wirtschaftstreffen der Schweiz. Hier im wunderschönen Interlaken, im Victoria Jungfrau. Unser Motto dieses Jahr: Gesicht zeigen und Networking steht bei uns an oberster Stelle. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass solche Anlässe hier in der Region stattfinden. Im Januar besonders. Und uns ist es ein grosses Ziel, dass wir das wieder etablieren hier in der Region. Und darum findet es nach 4 Jahren wieder statt hier in Interlaken. Jetzt hat man extrem spannende Gäste, die Tage kommen. Unter anderem der Boris Becker, den sicher die meisten dürften kennen. Wird man mit ihm auch, wenn es möglich ist, über seine bewegte Vergangenheit reden? Das hoffe ich sehr. Es gibt natürlich dort schon auch Einschränkungen von seiner Seite, was die Fragen anbelangt. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das alle interessiert. Und es wäre schade, wenn wir dort nicht Näheres erfahren von ihm. Und ich bin auch wirklich sehr, sehr gespannt auf seinen Auftritt. Ich freue mich riesig.
Das wäre es auch schon mit dem heutigen Panorama. Mehr zu diesen Beiträgen seht ihr auf unserer Webseite oder auch in der App. Jetzt kommen noch meine Kolleginnen und Kollegen von Meteo News mit dem aktuellen Wetter. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Herzlich willkommen bei Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern zum Start ins Wochenende. Ja, heute hat uns ein Kaltfront erreicht. Nach letzten Aufhellungen hat im Verlauf des Nachmittags die Bewölkung stark zugenommen und von Nordwesten her ist es nass geworden, das bei rund 10 bis 11 Grad. Morgen dominiert es ausgeprägtes Hoch. Unser Wetter, sein Kern liegt am Samstag über Deutschland. Es trocknet die oberen Luftschichten stark ab. Und Süden kommt von Westen her in der Höhe für den Januar ungewöhnlich warme Luft zu uns. In den tiefen Lagen bleibt die Luft angefeuchtet und kühler. Nach einer teils nassen Nacht mit einer sinkenden Schneefallgrenze auf unter 1500 Meter starten wir in den Samstag zuerst noch mit hochnebelartigen Restwolken. Oberhalb und äußerhalb von denen gibt es vom Sonnenaufgang an Sonne. Es lohnt sich also, den Wecker zu stellen für einen Ausflug im Bergen. Und für die Langschläfer unter uns, am Nachmittag erwartet uns in den Bergen Sonne pur. Im Flachland lockern sich die Wolken allmählich auf, sodass hier die Sonne langsam aber sicher ihren Platz am Himmel bekommt. Und mit einer leichten Brise erwarten wir in Bern um die 6 Grad. Auf den Hochalpen da bläst ein mäßiger Nordwestwind und auf 2000 Meter gibt es um die 3 Grad. Am Wochenende herrscht ein super Bergwetter, nicht nur wegen dem Sonnenschein, sondern weil durch die trockene Luft, besonders in den Hochalpen, eine richtig gute Fernsicht herrscht. Genießen Sie es, aber denken Sie euch an einen Sonnenschutz. Für den Sonntag erwarten wir im Flachland einen hartnäckigen Nebel, der sich nur zum Teil auflöst. Oberhalb und äußerhalb von einer grauen Suppe gibt es einen sonnigen Tag. Auf den Bergen ist es für die Jahreszeit ungewöhnlich mild. Auf 2000 Meter steigen die Temperaturen bis 8 Grad. 0 Grad Grenze steigt ein bisschen mehr als über 3000 Meter. Und in diesem Wetterstil geht es die nächste Woche weiter, im Flachland zum Teil mit Nebelfeldern und sonst wird es recht sonnig, am Dienstag jedoch mit vermehrt hohen und mittelhohen Wolken. Ja, das war schon wieder von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und einen super Start ins Wochenende. Ade miteinander.